Kassettenschmerzkit geht, weil das ist ja deine Idee. Also es ist eine Werbeplattform für den Dirty Eistee von der Sheeran David. Genau, das war's. Servus. Also, das finde ich nur dann cool, wenn sie uns ein Geld dafür gibt. Na, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht mehr, wer Sheeran David überhaupt ist. Irgendjemand hat mir gesagt, dass die bekannt ist. Hä? Das ist die bekannteste Rapperin in Deutschland. Ah, ich bin Team DABBZ. Was heißt das? Ja, das ist auch eins Rapperin. Okay, nicht. Aber die ist gut. Und die ist cool drauf. Auf alle Fälle, Kassettenschmerz ist unser wöchentliches Format, in dem wir uns live kurz zusammenhocken. Wir sind eigentlich zu viert. Der Rest von unserem Team ist aber faul wie Scheiße, darum hocken der Corby und ich in der Regel da. Und in diesem Format sprechen wir mir einmal wöchentlich über aktuelle Themen aus der Filmwelt. Serien-News, Film-News, Cancellations, Ankündigungen, was halt alles einfach Neues gibt. Genau. Und Ed Sheeran Eistee wird promoted. Ach, jetzt hast du auf einmal Ed Sheeran Eistee. Ach, wie hast die? Die Shireen Ramelam Ding Dong. Irgendwie so, irgendwas mit Sheeran. Ja, Ed Sheeran. Ist eh wurscht. Auf YouTube begrüßen uns auf alle Fälle die Krawallmaus und der Batman. Hoppateri! Du, ich bin ja hier zu Gast heute. Du bist ja der Hauptmoderator, deswegen musst du unser Intro-Video starten. Sollen wir das haben wir nur eine, stimmt, da hast recht. Das machen wir immer. Intro ins Maul rein. Playing live, sagt er, tut aber irgendwie nichts. Riverside macht, was es will. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Das ist so gut, wir haben es so gut gemacht, glaube ich. Wow. Jetzt mal wieder ein bisschen. Ja, jetzt mal wieder. Das rührt mich. Das rührt mich immer wieder. Der B.A. Wild ist da und sagt Grüße. Cool. B.A. Wild, Wiki. Sie hat sich auch schon wieder gangstermäßig, aber ist sicher aus der Ed Sheeran David Crew. Jetzt diesmal hast du nur das Pfandmackerl eingehalten. Also, Dirty. Das schmeckt aber echt obergeil, muss ich sagen. Das ist Dirty Juicy Mango und der schmeckt so wie die komischen Säftchen, die man oft beim Chinesen noch kriegt nach dem Essen. Alter, wir sind wirklich, glaube ich, der einzige Podcast, der es zum einen nicht hinbringt, dass er vernünftig streamt und zum anderen, der völlig umsonst Werbung macht für Produkte, wo wir nicht mehr Geld dafür kriegen. Weil es geil sind. Na, die sind gut. Kauft sofort ein Dirty. Der Ed Sheeran hat's nötig. Oder Sheeran David oder wie auch immer das die jetzt heißen, ist mir scheißegal. Leck. Ja. Sessel Sepp ist da, Gnedelwutzel ist da, Jojo Stefan ist da. Grüßt euch, Servus Burm, muss gleich zur Vereinssitzung. Ist mir scheißegal, bleibst gefälligst da. Das ist doch die Vereinssitzung. Ich wollte gerade sagen, was kannst du für einen besseren Verein geben als den? Hallo, wir haben das jetzt nur jeden Montag gemacht. Jetzt einfach mal jetzt Vereinssitzung, ist doch gelungen. Geht nicht der auf Nerven. So eine Vereinssitzung ist nicht jede Woche. Unsere Show. Achso, ja, unsere Show. Diese hier vom guten Verein. Dann die wichtigste News für Marc Sesselpfurzberger, bevor er geht. Es gibt nämlich ab August scheinbar eine City of God Serie auf HBO. Und City of God ist was für uns? Ein Spiel? Na, eine unserer ersten Folgen. Ach, City of God. Ja, ich war irgendwie bei God of War. Sautipp. Okay, ja, cool. City of God. Eine unserer. Das ist ja schon wieder ewig her, oder? Ja, ich glaube, unsere zweite oder dritte Folge ist das gewesen. Nein, nicht vom Podcast. Ich meine, dass der Film rausgekommen ist. Das war doch Anfang der 2000er. Ja, also 20 oder 25 Jahre später. Also ich habe jetzt da noch nicht viel rausgelesen, nur dass der Untertitel lautet The Fight Rages On. Und es ist irgendwie so dabei gestanden, also entweder 20 oder 25 Jahre später. Und jetzt weiß ich nicht, ob das sogar heißt, dass sie da mit der Original Besetzung von dem Film damals weiterverzeihen. War auf alle Fälle cool, hätte ich Bock drauf. Schau mal an. Ich glaube, dass das gar nicht vollumfänglich funktioniert, weil ich glaube, dass da einige gar nicht mehr richtig leben. Nicht mehr so richtig leben? Was heißt nicht richtig leben? Links in der eisernen Lunge, oder wie?
Hängen sie am Dialysegerät. Ja, Nedelwurzler fragt, aber wann es einen Viva la Move Illusion Eistee gibt. keine Ahnung. Bevor ein Bär macht den. Ja. Was gibt's da für Sorten? Außerdem möchte ich das jetzt so machen, wie Coca-Cola damals so einen Koks rein, da, damit Leute abhängig werden davon. Das glaube ich darf man nicht mehr, oder? Na, das ist verboten mittlerweile. Ich Seit meine, das einer ist noch, Woche oder so. ja, gut, ich habe nämlich auch noch im Kopf, dass es verpönt ist, aber gut. Ja. Naja, die Welt wird auch noch Aber besser. es ist, um nur mal auf deine News einzugehen, irgendwie ja so ein aktuelles Phänomen, dass man sagt, okay, was ist denn eigentlich damals gut angekommen oder was ist mittlerweile Kult? Was kann man jetzt hernehmen, dass man neue Serienadaption oder eine neue Filmadaption draus machen? Weil umgekehrt ist es ja jetzt auch so, dass das Gerücht drum geht, dass aus 24 ein Film entstehen soll. Habe ich auch dabei. Mensch. Aber du Hey. wirst wahrscheinlich genauso wenig Informationen haben wie ich, weil es ist ja alles nur in den Kinderschuhen oder in einem Kinderschuh. Genau, sie wissen ja noch nicht mehr, ob der Kiefer Sutherland als, wie heißt der, Jack Bauer wieder zurückkommt. Ja. Also da ist überhaupt nichts drin. Und wenn wir schon dabei sind mit erfolgreichen Wiederbelebungen oder Weiterführungen, Suits kriegt auch ein Spin-off. Oh. Hast du die jemals gesehen? Na, mir ist es aber schon öfter ans Herz gelegt. Leider haben gesagt, die soll es mal anschauen. Ja, sagen wir es so. Aber ich habe, glaube ich, nur in die erste Folge immer so halb reingeschaut und dann, was nicht, hat es mir noch nicht so ganz packt. Ja, ich hab da gerade einmal gesehen, im Flug, auf dem Flug nach Hamburg ist neben mir einer gesessen und hat sich noch schnell eine Folge Suits reingehauen und dann haben wir gedacht, hey, das wolltest du auch schon mal anschauen. Und es ist niemals passiert. Ha, Pech. Ist echt ein Pech für die Suits-Gang. Sie haben nämlich einen Zuschauer weniger. Deswegen müssen sie jetzt ein deppert Spin-off machen. Und Michael Mann schreibt gerade ein Skript zu Heat 2. Hast du Heat gesehen? Ja. Wundert mich. Aber schön. Du Arschloch. Hallo, da Okay. schauen kleine Kinder zu, sei mir nicht so. Ja, aber das ist ja nur länger her, oder? 25 Jahre, reicht das? Also der war wahrscheinlich, also ich hätte jetzt gesagt, der war irgendwie Anfang Mitte 90er. Schon, oder? Ja. Ja, aber auf jeden Fall richtig geiler Film. Und ich weiß nicht, muss man denn immer zu allem jetzt nur irgendwie eine Fortsetzung rausbringen? Die sollen Scheinbar immer schon, Neues ja. übernehmen. Scheinbar, es gibt da aktuell nichts Neues. Meine News, Ja. die sind auch irgendwie, die ich da mitgebracht habe, die sind ziemlich vollgeschissen mit Sachen zu Sachen. Die es schon Das gibt. ist ja dann schon fast kein Sommerloch, sondern das ist ja so ein Filmloch, wo keiner anscheinend mehr neue Ideen hat. Irgendwie schon, ja. Der einzige, Das der ist wieder was echt Neues komisch, bringt, ist A24. Das ist doch komisch. Jetzt gibt es da sowas Wunderbares, so einen aktuellen Trend namens künstliche Intelligenz und dann schaffen es die Leute nicht, dass vernünftige Ideen da rausbringen. Ja, vielleicht haben so manche Autoren doch nur so den Anspruch an sich selber, dass sie selber was erfinden wollen. Ach, Kim. Jetzt mal ehrlich. Vermeintlich, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Der Sesseliano sagt gerade, Heat war 1996. Geh du jetzt in der Vereinsheim, du Gescheitschmerze. 96. Boah, krass. Da warst du nicht einmal geboren. Doch, du bist schon ziemlich alt, gell? Ich wollte gerade sagen, 96 habe ich die erste Geschlechtskrankheit hinter mir gehabt. Echt? Welche denn? Syphilis. Okay. Mhm. 96, wie warst du da? 8? Okay. Vielleicht- Aber vielleicht hat mein Sepp sein Onkel besucht, wer weiß. wir wollen ja hier über Kino- und Serien-News reden. Ja, weil du willst was Neues hören. A24 ist wieder mal dahinter und schaut, dass was Neues rausbringen. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, haben wir von A24 schon mal eine Komödie oder in diesem speziellen Fall wird es nämlich eine Horrorkomödie gesehen? Horrorkomödie. Oder allgemein. Der Everybody Once at All, Ramelam Ding Dong, der ist schon eigentlich ja eher lustig. Ja, aber ich hätte es nicht als Komödie bezeichnet, oder? Nicht? Na, so viel habe ich nicht gelacht. Okay. Keine Ahnung, auf alle Fälle, A24 bringt am 6.12. in Amerika den Horrorkomödie Y2K. Geht anscheinend darum, dass ein paar junge, ich glaube 3 junge Leute, die gehen auf irgendeine Neujahrsparty oder so und then have to fight for their life, hat's geheißen. Alles klar? Mehr muss ich nicht wissen. A24, Horror, passt. Ich bin dabei, Horrorkomödie.
Onkel Werner gefällt das, sagt er, ja, ihr müsst übrigens entschuldigen, wenn ich die ganze Zeit rotze, aber es ist gerade absoluter Allergiekasala bei mir. Ich kann seit Freitag nicht mehr schnaufen. Ich glaube nicht, dass die Community das verzeiht. Und ich sage, es ist sonst schon so schwer wie von lauter Fetten, die aufgedruckt, aber dann noch Allergie dazu. Ich brauche eigentlich auch eiserne Lunge, da waren wir vorher schon bei dem Thema. Ja. Wie weit oben steht denn bei dir eigentlich diese Top-News, die ich dir sogar zugespielt habe, wo du bestimmt genauso aufgeregt bist wie ich? Welche war denn das? Ranma 1,5 kommt wieder zurück als Remake. Und zwar, jetzt mittlerweile ist es auch schon angekündigt, auf Netflix. Oh, ja, Netflix haut irgendwie da so die fetten Dinger aus, gell? Ja, und der Trailer schaut schon mega gut aus. Und wer sie an Ranma 1,5 erinnern kann, ja, das war diese eine halb perverse Serie, wo es auch ziemlich viele nackte Tatsachen gab, so zwischen Sailor Moon und Dragon Ball. Und ich bin schon gespannt, weil wenn es auf Netflix rauskommt, machen sie es entweder so jugendliche Anime-freundlich, dass es keine nackten Tatsachen gibt. Ich meine, da funktioniert der Humor auch, aber Aber nicht gescheit. Wir aber wollen nicht gescheit. Titten. Ja, das schon. Das ist also ein Porno. Das ist wie die Japsen-Pornos. Das interessante Zeug ist verpixelt. Okay. Was soll das? Weißt du, was soll das? Braucht kein Mensch nicht. Ja, da reicht doch der Fantasie dann. Ja, wenn ihr mit Fantasie wächst, dann schüttet den Laptop gar nicht erst ein. Ja, aber bei Ranma 1,5 hast du ja schon eine sehr gute Vorlage, die du ja, wenn du das neu machen magst, eigentlich nur 1:1 nachzeichnen musst, halt mit ein paar coolen Animationen und dann Ich hast würde du sagen, einfach nur schöner. Das ist auf jeden Fall echt cool, weil ich glaube, dass die Serie zwar in Japan komplett rausgekommen ist, weil es basiert ja auf einer Manga-Reihe, die auch schon steinalt ist, aber Ich würde gerade sagen, ist es nicht auch einer der am langlebigsten Animes oder Mangas aller Zeiten oder so? Kann es sein? Hätte ich gemeint, dass Ranma da mal irgendwo auch ein kleiner Rekord mitbrochen hätte. Hätte ich gemeint. Ja, Ich weiß also ich glaube, über 40 Bände hat schon oder 50, irgendwie sowas. Okay. Aber was ich sagen wollte, ist, RTL 2 hat damals irgendwie nur die halbe Serie gekauft und halt dann natürlich auch nur die Also Ranma halb. Serie. Ja. Und hat da dadurch natürlich auch nur die Hälfte der Folgen synchronisiert, was natürlich sehr schade ist. Und daher, wenn das jetzt auf Netflix rauskommt, gehen wir davon aus, das wird dann wahrscheinlich auch komplett veröffentlicht. Mit deutscher Synchro. Ja. In der heutigen Zeit gehe ich davon aus, weil mittlerweile ist ja auch in Deutschland Anime, glaube ich, so weit verbreitet und so geldbringend, dass man da ein bisschen was investieren kann. Ja. Weil es anscheinend immer noch zu klar ist, weil die Preise, die ganzen Anime-Staffelboxen haben, die sprechen eine andere Sprache. Ja, die wollen ja, dass du streamst. Die wollen ja, dass du Geld in Crunchyroll und Netflix investierst. Ich dachte ja beides. Hallo Crunchyroll, ich hab mein 100 € Abo für die. Gib mir gefälligst die scheiß Dragon Ball Staffel für 25 € statt für 70. Na, warum? Du hast es ja gerade gesagt, du holst ja eh beides. Ja, nein, jetzt halt eben nicht. Das darf ich halt machen, wenn es nicht so teuer wird. Und dann da ich sagen, okay, hol ich mir die Staffeln auch noch heim. Aber nicht bei den Preisen, weil schau dir mal One Piece an. Da hast, was weiß ich, 27 Boxen, zwischen 50 und 70 € wenn du Blu-rays machst. Ja, dann arbeite ich nur noch für One Piece. Ja, so ist es. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, zum Beispiel für die arbeiten. Ich habe mir jetzt bei Prime die Neon Evangelis die Serie gekauft, inklusive die Filme, Gott sei Dank. Und ich glaube, das hat auch schon 80 € gekostet während den Prime-Deals. Und dann habe ich geschaut, wie viel es regulär kostet hat, war es irgendwie bei 120, 130. Und dann hätte es da Limited Edition gegeben, die jetzt kostet 200 €. Was war da drin gewesen? Und diese Staffel hat wie viele Folgen? 16? 17? Ja, weiß das nicht. Nein, doch, sind 24. 24 und mit den Filmen dann halt so 26, 27, ja. Ja, ich sage, das Anime-Zeug ist unsagbar teuer, das ist furchtbar, weil es gibt ja ein paar so Animes, die einfach gerne mit die geilste hätte, wie eben One Piece, Naruto und ein Dragon Ball, aber nein, nicht für diese Preise, ist jetzt nicht ganz dicht, weil wie du schon sagst, dann hast du oft mit 20 Folgen oder so drinnen und so 48.000 €. Mich würde es nur interessieren, das kannst du dann in die Kommentare reinschreiben, wer von euch war auch vielleicht leicht angetrunken und hat dann sehr, sehr viel Geld bei den Prime Deals ausgegeben für
uralt Sachen, die man Also- genauso gut streamen kann. Das nicht. Ich hab mir endlich Prinzessin Peach Showtime gekauft in die Prime Deals. Alone in the Dark, das neue. Mhm. Und dann habe ich mir ein 10er-Pack Jack and Jones schwarze Boxershorts gekauft. Und dann R2D2 in Lego. Oh, okay. Ah. War Und das hast bei du dir so dann? gebaut? Na, der ist heute erst gekommen, weil, weiß ich, ob das bei dir auch so war, dass du für diese Bestellungen aus dem Prime Deals Tag oder aus dem Prime Day irgendwie einmal Passwort gekriegt hast, das du dem Postboten sagen musst bei der Lieferung? Es kommt ja immer drauf an. Also meistens gibt es drauf an, was dann drin ist. Also du brauchst es bei größeren Elektrogeräten oder so. Mhm. Aber Da bei jetzt hab ich allem, was gesagt, du grad, weiß ich, vielleicht sagen es bei Videospielen, das ist halt dann auch hochwertiges Elektrozeug. keine Ahnung, dann also war jetzt das brauchst du- erste Mal für mich und darum habe ich es heute jetzt gekriegt, weil ich halt am Samstag nicht da war, als es zugestellt worden war. Und heute war ich auch nicht da gewesen, aber dann habe ich einen großen Zettel heute und dir ohne gehängt, weil mir dachte, ich mag jetzt eine Runde raus in frische Luft, dann hängst du mit dem Zettel ohne, lieber Bote, das einmal Passwort lautet, hab's ihm groß hingeschrieben, bin nämlich nicht zu Hause und will das Zeug haben. Er hat's mir Ja. aber hingestellt. Ja. Er hat's mir Der hingestellt. Knedelhutzler schreibt es auch gerade mit dem Cowboy Bebop. Ich habe es gekauft. Guter Mann, guter War Mann. auch bei Prime Deals. Ja, und du hast recht, Dragon Ball und Filme auf Crunchyroll, das dauert schon lange, als sie sind. Was sind denn drin auf Crunchyroll? 3 oder 4 Dragon Ball Filme und sonst nichts sehe. Aber ich glaube, dass ich glaube im Oktober geht's los, die neue Dragon Ball Serie, Dragon Ball Daima, hat jetzt einen Trailer gekriegt, schaut's euch an, weil wir können miteinander nichts mehr anschauen. Weil sonst sagt YouTube, gib Geld oder du kriegst kein Geld oder sonst irgendwas und auch kein Wiedergabezeit. Aber ich glaube, dass Dragon Ball Daima ja auf Crunchyroll dann kommen soll. Und dann stehen die Chancen vielleicht gar nicht mehr so schlecht, dass wir dann irgendwann einmal nachlegen und die restlichen Dragon Ball Sachen auf Crunchyroll kriegen. Habe ich das ja richtig gelesen, dass die jetzt dann doch eine deutsche Synchro von One Piece auf Crunchyroll haben? Oder war, für wen haben die das gecastet? War das jetzt für Pro7 oder war das dann für Netflix? Ich habe jetzt keine Ahnung, was du genau meinst. Da haben es doch jetzt vor kurzem erst die Synchronsprecher, die Deutschen für One Piece veröffentlicht, die Aha. jetzt rauskommen für die ganzen neuen Folgen. Weil Nein, das habe ich nicht seit ein paar mitgekriegt. Monaten gibt es ja jetzt One Piece bei Netflix. Ja, genau. Mit den neuen Folgen, aber immer nur auf Japanisch. Genau. So wie man so braucht. Alles andere brauchst du nicht. Ja, na, wenn man nebenbei was anderes machen will, dann, ich verstehe halt leider kein Japanisch. Das soll man nicht. Du sollst dich auf das konzentrieren, was du da anschaust. Filme werden nicht dafür gemacht, dass du nebenbei was anderes tust. Die werden nicht sagen, du, pass auf, wenn jetzt der was anderes macht nebenbei, was kann man ihm denn nur für eine Unterstützung geben, dass er das auch wirklich so ausleben kann? Ja, keine Ahnung, soll man sie ihm vorlesen? Doch, ich schaue bei den interessanten Sachen dann hier, aber da Also- möchte ich halt dann was hören. Oh, Die Nami. Sachen interessieren mich halt dann einfach nicht. Ja, keine Ahnung, da weiß ich jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, ob die alten Sachen synchronisiert drin sind auf Crunchyroll von One Piece oder ist da gar nichts in Deutsch synchronisiert? Also ich kann das nicht auf Deutsch umstellen. Wenn es geht, dann schreibt es in die Kommentare wie. Ich wäre ich sehr dankbar. Ich Wo hab schaust ein du? Jahresabo abgeschlossen. Auf was für ein Endgerät schaust du Crunchyroll? PlayStation 5 heißt das Endgerät. Weil ich hab's nämlich am Fernseher ist es bei mir damals gegangen, ich habe einen Sony-Fernseher gehabt und auf der PlayStation 4. Und ich habe da auch ein Riesenthema gehabt mit dem Sprache umstellen. Das habe ich dann über irgendein anderes Gerät habe ich das machen können und dann ist auf alle anderen Geräte auch gegangen. Aber frag mich nicht, ob das Thema bei dir auf der 5er dann das gleiche ist. Ja. Nicht husten. Entschuldigung. Ja, der Kniedelhuster schreibt es gerade, ein Remake. Ja, es ist ein Remake, das sehr nah am Manga dann sein soll. Das ich muss schneiden, ich schalte mir jetzt stumm, weil das muss keiner hören. Ja, bitte. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und wer da wissen möchte, wieso ich mich da so drauf freue, der soll sich doch bitte unsere One Piece-Folge anhören, wo wir über die erste Staffel der Netflix-Serie gestaffelt haben. Der liebe Herr Kane, Kalle und ich. Bin schon wieder da. Ja. Wolltest du einen Alle Schmetterling singen? Kopf 2. Alle Kopf Wolltest du einen 2. Schmetterling singen? Nicht? Na, hast du schon reingeschaut? In Alle Kopf 2? Ja. Nein. Warum Das ist so, ich weiß nicht, aber mir hat der erste Teil schon gar nicht so gut gefallen und diese ganzen Animationsfilme, die letzten, die zwingt mich nicht wirklich ins Kino. Die sind immer welche aus der Super Mario Film, der hat mich natürlich gezogen, aber der Rest von dem Animationszeug zirkt mich irgendwie nicht so. Spider-Man, wenn der aus der Spider-Verse der dritte käme, der hat mich wieder ins Kino gezogen. Aber das andere alles, ich weiß nicht so recht. Aber der Erfolg spricht für sich. Der ist da auf 1,4 alle Fälle. Milliarden hat er bis jetzt eingespielt.
Der eskaliert, der hat jetzt meine ein Mario Brothers Film auf vom zweiten oder dritten Platz der erfolgreichsten Animationsfilme gestellt. Ich glaube vom zweiten, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube Frozen ist der erfolgreichste. Dann jetzt, glaube ich, Alles steht Kopf und dann der Mario Brothers Film. Irgendwie so. Auf alle Fälle, ja, passt mir überhaupt nicht. Ja. Passt mir überhaupt nicht. Ja, andererseits, da muss sich der zweite Super Mario-Film natürlich ordentlich was vornehmen. Oh, da freue ich mich schon so viel drauf. 2026, oder ist es soweit? Ja, genau. Geil, freue mich richtig. Was gecancelt worden ist dafür, Halo, die Serie, nach Staffel 2 ist auf Paramount Plus Ende mit Master Chief. Oh, okay. Weil die hat ja eigentlich schon ziemlich gute Kritiken gekriegt und die wollte ein paar Mal reinschauen, aber es hat mich tatsächlich bis jetzt noch nicht so gecatcht gehabt, um wieder mal Mike zu zitieren. Als dass ich dann Mike catcht jetzt noch mal eine. Mir persönlich hat es nicht sonderlich gefallen. Ich hab's dann angeschaut und das ist dann zu einer Serie degradiert worden, bei der ich was nebenbei gemacht habe, weil es mich überhaupt nicht mehr interessiert hat. Die erste Staffel hat für mich, also auch. Weil es mich die interessiert hat und die interessiert ja One Piece, du Pissbacke. Ja, aber schau mal, der Unterschied bei dir und mir ist, beim Herr der Ringe was nebenbei tun. Wenn mich was nicht interessiert, dann scheiß man halt einfach auch nicht an. Ja, ich hab mir gedacht, vielleicht hat es einen Durchhänger oder so und dann wird es nur besser, aber die erste Staffel hat irgendwie nach Epsi von RTL 2 Anfang der 2000er Sonntagnachmittag ausgeschaut. Fand irgendwie ganz komisch. Und ja, die zweite hat zwar irgendwie optisch mehr hergemacht, aber mir interessiert das Halo-Zeiger dann einfach sauber zwingen, als dass ich mich da wirklich damit auseinandersetzen wollte. Darum ist es für mich nicht so traurig wie für manche andere vielleicht. Oh je. Oh je. Was mich natürlich aber dafür sehr glücklich macht, ist, dass Scream 7 endlich anfängt zu drehen und zwar im September. Geplant ist, dass sie von September bis Dezember dran. Und dann kann man Glück haben, dass man Ende 2025 auf der Leinwand sehen, wie der Ghostface wieder mal Stitch macht. Was ist dann dieses Jahr im Oktober so der große nächste Horrorfilm? Ich glaube, das müsste dann Terrifier 3 sein, kann das sein? Ach, natürlich. Da hat der Mike ja schon gesagt gehabt in die Nippelverhärter, dass er da sehr steife Nippel hat. Da hat er richtig harte Nippel, der Mike. Ich glaube, dass der das ganze Jahr mit aufgestellte Schreif rumrennt, seitdem er weiß, dass der kommt. Ja. Aber zu Recht, der darf ein bisschen, ich hoffe, er ist ein bisschen kürzer als der zweite, aber dafür nur blutiger. Dann ist für mich genau perfekt. Ich wollte gerade sagen, also er muss ja nicht kürzer sein, aber er darf halt einfach dann diese langen, unnötigen Dialogszenen rauslassen. Ja, genau, die braucht kein Mensch nicht. Hallo, wir schauen uns dann Slasher Außer sie ist von Anfang an in so einem knappen Kostüm unterwegs. Ja, und dann möchte ich aber auch keine Dialogszenen singen, sondern dann möchte ich weißt schon, das, was in Japan eigentlich für Pixeln-Daten singen. Okay, ja, schön. Brunskacheln, sagt man. Du gehst jetzt eigentlich schon ziemlich weit beim Kino in die nächsten Monate rein, weil die Woche, du musst doch eigentlich ausflippen, oder? Habe ich mal aufgekommen für am Ende des Kassettenschmerz gehen wir die Kinostarts der Woche. Aber ja, ich weiß auch, was du rausmachst. Auf dem hinaus kann ich so viel aufbauen, was ich dann nur dabei habe. Ja, dann machen wir halt das mal. Kinostarts der Woche. Es kommt nämlich sowieso bis auf einen Film, glaube ich, nur Scheiße. Wir haben hier 2 und 1, wir haben die Ermittlung, wir haben Bernhard Höttger zwischen den Welten, also nur Mist, Paris, Texas, The Gate, ein Leben lang im Krieg. Nix, was man kennt. Und ja, alles langweiliger Scheißdreck. Bis auf Deadpool and Wolverine. Woo! Deadpool 3 ist es. Ne? Geil. Ja, ich krieg so einen Ständer. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht, weil der Zweiter war nicht ganz so toll wie der erste. Aber allein dieses Duo, Deadpool und Wolverine, eigentlich, selbst wenn die jetzt nur da sitzen und Kaffee trinken miteinander, geil. Kann schon passen. Ja, ich freue mich auch voll auf den Film. Was mir ein bisschen selber nervt, ist, dass die anscheinend so ich habe extra auch nur den ersten Trailer angeschaut. Da denke ich, mehr, da brauche ich dann irgendwie nicht sehen. Ich möchte ein bisschen soll mir ein bisschen heiß machen und dann passt das. Und dann ist halt jeder Trailer, die hauen in eine Trailer sämtliche Cameos aus, so anscheinend die jemand. Also ich sag's jetzt mal nicht für alle, die noch keinen Trailer und so gesehen haben oder keine weiteren Trailer gesehen haben, aber dann schauen wir die Trailer schon extra nicht an. Und dann hast du irgendwelche Arschlochseiten, wie zum Beispiel Nerdist, gibt's da, die dann als Schlagzeile in einem, als Thumbnail
did you see the cameo of bla 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 in the new trailer? Hey, was seid das für Hurensöhne? Warum muss ich denn das so groß sein? Gut, sie haben wir beim Staffelfinale von The Boys 4, war dann eher eine Schlagzeile, The Boys 4 Season Final killed off bla bla bla. Aber ich denk, was ist denn das für eine Drecksseiten, die so war? Ja, auf alle Fälle sind mir so ziemlich alle Cameos, die bisher, ich hoffe, dass noch ein paar mehr dabei sind, aber irgendwie verstehe ich nicht, warum so geile Cameos teilweise schon in die Trailer verrot. Das war doch eigentlich ein viel geiles Erlebnis, wenn die Leute das schon erst auf der Leinwand dann sehen. Naja, auf alle Fälle freue ich mich sehr auf den Film, ja. Das machen sie wahrscheinlich, weil sie sich denken, wir haben ja bestimmt nicht jeden überzeugt, dass er reingehen mag. An das habe ich auch schon gedacht, dass das wahrscheinlich so eine Masche ist, aber ich finde es halt mega dumm. Davon leben doch eigentlich so, Cameos leben ja eigentlich davor, dass sie ja Überraschung sind. Vielleicht haben wir ja noch geilere Cameos als die. Vielleicht haben sie gesagt, jetzt sagen wir die am wenigsten geilen Cameos, die zeigen wir im Trailer, und die richtig geilen, die kämen dann erst noch im Film. Wer weiß es, auf alle Fälle Nerd ist diese Drecksseite, die habe ich sofort überall entliked. Wo ich nichts mehr hören von dem Scheißverein. Weiß nicht, wie ich auf die Idee kommt, dass ich als so ein Newsportal oder was ich ja immer sein möchte, Fotzenverein in dem Fall, warum ich solche Spoiler-Schlagzeilen mache. Kim, hebt er das doch auf für Rolex. Ja, dann tat es mich passen, wenn ich das Fotzenverein nehme, dann sage ich, ich schalte nur kurz in den Butcher-Modus, wenn wir schon über ihren Staffel 4 Spoiler reden. Ja, eben. Ich notiere mir das schnell für Rolex. Aber hast du dann mitgekriegt, dass der Kevin Feige ein Interview oh Mann, ich kann ja echt nicht mehr reden. Ich fange Sätze an und beende sie nicht mehr. Ich muss mehr trinken. Der Kevin Feige hat ein Interview gegeben und hat da ein paar Infos noch raus. Ja, bring vorbei. Rauskaut. Unter anderem, dass mit diesem Film, Deadpool 3, die Mutanten-Ära beginnt. Da bist du bestimmt schon heiß, ganz heiß, weil es gibt alte Mutanten, es gibt neue Mutanten und die vermischen sie dann und bringen neue Mutantenbabys raus. Ja, geil, Leute. Hoffentlich sieht man diesen Akt. Ja, genau. Das wird eine exklusive Serie auf Pornhub. Endlich. Sie haben jetzt gesagt, irgendwo müssen sie jetzt noch eine Fühler ausstrecken, also sind sie jetzt auf Pornhub und X-Hamster. X-Hamster war gut, weil es sind ja X-Men, also ich da nur auf X-Hamster auszubringen. Dann gibt's auch einen, der heißt X-Hamster. Ja, war geil. Und der kann einfach ganz viel essen in seine Backerleine durch. Und zwar seine Arschbacken. Und er hat auch gesagt, er hat schon die Hälfte des aktuellen Blade-Drehbuchs gelesen. Das ist natürlich eine tolle News. Wow. Und er hat aber schon versprochen, der Film, wenn der rauskommt, der wird definitiv R-rated. Das heißt, ähnlich schlimm für Kinder wie Deadpool. Ryan Reynolds hat gesagt, sein 9-jähriges Kind hat sich totgelacht beim Red Band Trailer von Deadpool. Herzlich willkommen auf der Welt, Klein Ted Bundy. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht ein paar mehr Infos jetzt am kommenden Wochenende erhält. Da ist ja Comic-Con in San Diego. Und eigentlich war ja angedacht, dass du da uns vertrittst. Ja, aber ich kann nicht, ich habe Thrombose und deswegen darf ich nicht fliegen. Ja, das Herz ist einmal. Wir haben ja für $2000 teure Tickets gekauft. Das Hotel und alles ist schon gemietet. Jetzt haben wir es untervermieten müssen. Ja, wir wollten eigentlich einen Mike schicken, aber der hat was Schlimmeres als eine Thrombose, wegen dem man nicht fliegen kann, nämlich Kinder. Ja. Ganze 2. Ja, 1,5 hat ja noch gehen. Aber ran mal ein halbes Grüßen. Ja, bin ich gespannt, ob sie da mal was zu Blade raushauen, weil der ist ja in einer Tour wieder umeinander verschoben und nochmal neigeschrieben und was weiß ich, wenn es heißt, er hat das halbe Drehbuch gelesen, denke ich mir so, es hätte doch eigentlich schon der halbe Film fertig sein sollen. Was ist mit euch? Bin ich gespannt, ob zu was wir alles Informationen kriegen jetzt auf der Comic-Con. Da bin ich sehr gespannt. Vor allem, ich finde es ja geil, dass man in einem Interview dann wirklich sagt, ihr habt bis jetzt die Hälfte gelesen. Ist schon. Ja, der Kerl hat dann auch verarbeitet. Der hat dann auch verarbeitet. Möchtest du nicht, die machen ja nicht gerade den einen Film. Ja, das stimmt. Da ist er noch. Agatha All Along kommt jetzt dann, hast du den Trailer angeschaut? Nein. Es hat geheißen, dass also ich habe den Trailer auch nicht angeschaut, weil da denke ich mir so, da brauche ich keinen Trailer, da lasse ich mich einfach überraschen von der Serie. Aber ich habe jetzt schon gelesen, dass das anscheinend leichte Horror-Vibes verbreitet, das Ding. Ja, ist doch klar, oder? Sie ist doch Hex. Ja, ich hoffe, dass, ich darf es halt auch geil finden, wenn sie dann wirklich so diesen Hexenkult-Horrorweg ein bisschen einschlagen. Ich hoffe, ihr bester Freund ist eine Ziege, mit der es dann Abenteuer erlebt.
Ja, das war super. Und vielleicht eine romantische Beziehung eingeht. Genau, komm mit, Satanus. Im Herbst gibt's auf alle Fälle was für die. Ich muss immer sagen, das sind die US-Starts, die wir da haben, weil wir nicht wissen, wann die ganzen Serien dann zu uns kommen. Jetzt heißt HBO veröffentlicht im Herbst Dune Prophecy, die Serienerweiterung vom Dune. Und wieder mal ist es was zu etwas schon Bestehenden. Ja, wobei, das sauge ich gerne auf. Da gibt es Ja, einfach weil- noch nicht so viele Verfilmungen, die ja wirklich sehenswert sind. Und von dem her, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich habe die ersten Bilder und Trailer schon gesehen. Und boah, das macht schon echt was her. NASA hat jetzt anscheinend auch irgendwas erfunden, das Urin in Trinkwasser umwandelt für ihre Astronauten, gell? Da habe ich, Okay. hab ich erst was gelesen. Weil da hat es mich auch geheißen, wie bei Dune. Jetzt pass auf. Das habe ich nämlich gleich wieder da. Das sind mit meinen Wurstfinger 5-mal übereinander klicken auf meinem Handy. Übrigens, wichtige Info für alle, auf meinem Handy geht Mikrofonnummer. Super, gut. Genau, für alle ist das wichtig. Forschen, entwickeln, wie in Dune. Forschen, entwickeln Raumanzug, der Urin zu Trinkwasser recycelt. Mhm. Aha, den ganzen Artikel ist jetzt nicht, wo macht es selber. War auf der Instagram-Seite von ZDF heute am 12. Juli. Kennt ihr euch Ja, so? aber das ist doch gar nicht so abwegig, oder? Im Prinzip, man muss doch nur einen gescheiten Filter einbauen. Du musst nur einen Sorgegeschmack rausbringen, dann geht's. Du kannst ja mal das ausprobieren mit der Britta, dass da eine pullerst und dann Hab ich schaust. schon, hab ich schon, seitdem wir uns weggeschmissen. Der Filter funktioniert auf alle Fälle nicht dafür. Achso, okay, schade. Der Philipp ist da. Ja, Herr ist- Philipp. Endlich fertig mit dem Tomaten ernten. Das ist gut, Sehr Philipp. schön, Zeit ist worden, sehr Zeit schön. ist worden. Aber ihr da gerade lest, Bear Grylls left the chat. The Bear, mehr dazu in Überlex. Aber die dritte Staffel, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber die fängt ja erst Mitte August an. Was ist denn los mit Disney Plus? Ich hab gemeint, die kommt im Juli. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, weil das letzte Mal hab ich mir 14.8. Dreckschweine. Ja. Weil bei The Ecolite habe ich mir noch angeschaut und dann ist die Werbung von The Bear gekommen und hat es geheißen, alle Folgen. Denke mir so, geil, dann wollte ich gleich Ja, auf The Bear. Nix. Da hast du aber alle Folgen der zweiten Staffel oder so. Also das ist tatsächlich Also- irgendwie ein alter Trailer. Keine Ahnung, ich habe nämlich dann sofort auf Werbung überspringen, weil man dachte, passt, wenn alle Folgen da sind, dann kann ich es mir gleich auch schon mehr, da habe ich nichts gesehen, außer alle Folgen. Ja, Ja, also es ist typische Schlagzeilenleserei. Nicht wirklich weiter informieren und dann alles sie verzeihen und schimpfen. Ja. Vielleicht ein bisschen was dazu erfinden. Deswegen, das war mir nochmal wichtig, dass ich es erwähnt habe. Stink's auch? Und ansonsten, ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, The Boys ist jetzt endlich komplett draußen. Geil. Was sagst du im Finale? Werden wir uns wahrscheinlich in die Rolex noch mit drüber unterhalten, aber mal kurz umgeschnitten. Ja, es ist halt so traurig, dass man jetzt einfach wieder warten muss. Ja. Und das ist halt dann, dass man halt wirklich aufs komplette, auf das Serienfinale wartet. Das ist halt auch, man weiß, dann ist The Boys vorbei erst einmal. Ja, ich bin jetzt schon etwas weiter mit den Comics mittlerweile und Mhm. da muss ich schon sagen, ja, die haben die Handlung so dermaßen anders gestrickt, wie die Comics eigentlich sind. Mhm. Ich kann das schon verstehen, dass man, bevor man jetzt eventuell irgendeinen Fehler noch macht und dann wird es halt einfach irgendwann scheiß langweilig und da kann man kein richtiges Ende mehr erzählen, dass man sagt, okay, nach 4 Staffeln haben wir eine richtig geile Serie produziert, dann ist Score, man kann die Spin-Offs noch machen und dann halt schauen, wie sich das Ja. Universum weiterbildet. Das passt ja, da bin ich auch, ich sag, ist natürlich immer schade, wenn so eine tolle Serie vorbeigeht, aber da bin ich auch dabei, dass ich sage, lieber ist es perfekt an in sich geschlossener Zeit und gar, bevor man es in die Länge zieht und dann einfach nur stinklangweilig und dämlich wird irgendwann einmal. Und so muss ich sagen, ist das The Boys wirklich hervorragend auch verzeiht. Also für mich war, glaube ich, noch nie eine Folge irgendwie langweilig. Die hat mich immer dabei gehabt. Ich war immer dabei bei The Boys. Also für mich ist die Serie wirklich eine der besten Serien, die ich gesehen habe. Ja. Und vor allem in der Staffel, wer hat's gesagt, und unser Guidy Boy hat ja gesagt, für ihn ist ein Homelander ja total charakterloser Bösewicht. Also, Ja, der Guidy dass man Boy. den so, also ich muss sagen, alter Schwede, in der Staffel, da übertrumpft er sich einfach wieder mal selbst. Ja, er war schon wieder gescheit widerlich unterwegs teilweise. Ja. Hat mir gefallen. Und ansonsten ist ein neuer und ich glaube der Finale-Trailer zu Alien Romulus rauskommen. Ja, hat mir heute schon einer unserer neuen Hörer, der Simon, geschickt. Und dann habe ich gesagt, haut mit dem Scheiß, schau mir nicht an.
Ach so, machst du so einen auf Mike oder wie? Na, wie gesagt, ich schaue mir in der Regel nur den ersten Trailer an und was brauche ich dann? Brauche ich dann noch einen zweiten, dritten, vierten Trailer? Keine Ahnung, brauche ich nicht. Mir gelangt ein Trailer. Ich weiß, dass es ein Alien-Film ist, der interessiert mich sowieso. Ich sehe den Trailer, der hat mich überzeugt. Mehr, da brauche ich nicht. Könnt ihr mich am bis Arsch jetzt nur lecken. Teaser, oder? Ja, aber der war ja schon hervorragend. Okay. Also der war ja wirklich, also der Teaser Lore, den finde ich so hervorragend gut. Also so müssen Trailer und Teaser ausschauen. Der spoilert rein gar nichts, er vermittelt ein perfektes Beutel, oder gut, man sagt es erst, wenn der Film raus ist, aber vermeintlich perfektes Beutel für die Stimmung, die der Film erzeugt. Also so muss es ausschauen, sage ich. Ja, Wenn definitiv. ich da kann man sich ein paar Scheiben abschneiden von dem Cutter, der diesen Teaser gemacht hat. Spawn soll jetzt angeblich endlich mal wieder was Neues vorkommen. Der Jason Blum hat gesagt, es gibt anscheinend ein Skript zu einem Spawn-Film. Seit x Jahren kursiert ja schon das Thema Spawn, Neuverfilmung, Remake, was auch immer. Jamie Foxx als Spawn. Jetzt gibt es angeblich ein Skript zu einem Film, der sich dann King Spawn nennen sollte. Und ich hoffe, sie orientieren sich an die Wünsche von Mike. Er hat nämlich, glaube ich, das letzte Mal bei Man of Steel gesagt, wenn ich mal an Spawn anschaue, dann möchte ich ja die ganze Zeit an Spawn sehen, Kruzifix. Also ganz viel Spawn, ganz viel, nicht viel Sporen am Spawn, sondern ganz viel Spawn zeigen. Sonst ist der Mike auf 180. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ja, muss man schauen. Gibt einen Film aus den 90er. Richtig geile 90er Jahre Computereffekte dabei. Richtig geil. Also eigentlich ist es so ein ganz Guilty Pleasure, der Spawn-Film. Comic-Reihe ist aber ziemlich gut. Kann ich dir nur empfehlen, dass du mal eine lunst. Ah. Du lunst da jetzt eine? Na, ist DC, oder? Ich glaube, dass das eigentlich Dark Horse ist, aber das ist ja, glaube ich, dann wieder so Unterverein von DC oder sonst irgendwas. Es ist aber eine eigene Zeitgeschichte. Ich weiß auch nicht, ob die Figur vielleicht irgendwann mal in DC Comics auftaucht ist, aber Spawn, ich vergleiche das jetzt einfach mal, das ist ein bisschen weit hergeht vielleicht, aber mit The Boys, das ist ein eigenes Universum, eine eigene Zeitgeschichte. Okay. Kommt nicht bald die nächste Staffel der Umbrella Academy, hat der Gnädelwutzler gesagt. Ja, die müsste auch bald kommen. Finale, vierte Staffel. Vierte, ja. Haben wir auch erst irgendwann im Kassettenschmerz gesagt, lern da gefälligst auswendig in Zukunft, damit du nicht mal so nervige Fragen stellen musst. Mein Gott, das sei nicht immer so unangenehm. Na, selbst nervt mich. Ich verstehe mittlerweile alle Lehrer. Hast du eigentlich gewusst, dass der Kassettenschmerz mittlerweile nicht nur auf YouTube verfügbar ist? Ja, ich hab gehört, der ist, glaube ich, auch in der Passau noch in Presse, oder? Ja, aber Niederschrift ist da jetzt immer. Nur wenn du das Plus-Abo abschließt. Ja, genau. Weil deswegen ist der Mike in der Regel nicht dabei, weil der nämlich mit Steno unseren Schmerz mitschreibt und das dann an Passau neue Presse weiterleitet. Nein. Ich habe natürlich TikTok gemeint. Wir sind nämlich jetzt mittlerweile so dermaßen Social Media begeistert, Wahnsinn. dass wir einen Kassettenschmerz auch auf TikTok aussiebballern. Ja, mit einem Also wer Fortnite-Dance. Genau, richtig. Wer uns da noch nicht abonniert hat, warum? Was ist los mit dir? Was ist los mit, aber echt, warum hast du gerade TikTok? Merkst du nicht, das Kino alles mitkriegt von dir, oder was? Warum Ja. nicht? Ja. Und wo ihr das letzte Mal dabei war, habe ich ja großkotzig gesagt, ja, und ihr müsst uns überall dann folgen und finden, weil bald streamen wir das Ganze auch noch auf einer anderen Plattform. Ist so. Ist so. Jetzt in diesem Moment ist dieses Live-Format doppelt gemoppelt. Wir Alter. streamen nämlich gerade auch live auf Twitch und wir haben mal einen unglaublichen Zuschauer. Hat er sich mittlerweile vorgestellt? Na, Warum mag er nichts sagen? wahrscheinlich sind das wir selbst und Keine Ahnung, ich bin nicht auf Twitch. achso, tja, dann jetzt, du bist aber live auf Twitch. Ich? Achso, ja, das schon, ja. Aber nicht als Zuschauer, ich habe mir nichts Aber gesagt. die allerwichtigste Info ist, Leid, wir sind zurück auf Facebook. Liked uns da, folgt uns da. Der Kani schafft es auch bald wieder, dass er einen Account hat, wo er dann da fleißig was posten darf. Und bevor ihr euch fragt, wieso macht ihr das? Was ist los? Ihr seid doch schon einmal gehackt worden. Ja, keine Angst. Dieses Mal kriegt der Kani die untersten Admin-Rechte, die es überhaupt gibt. Er Der darf höchstens sowas posten, aber sonst darf er nichts. Ich schluck jetzt damit out. Ist absolut okay. Irgendwann wird es auf einmal sagen, wo ist eigentlich der Korbe? Und ich werde sagen, darüber darf ich nicht reden. Ja. Falls ihr uns da finden wollt, das Ding heißt nicht nur Viva la Mufilusion, es heißt Viva la Mufilusion minus Podcast.
Mit B, Podcast. Genau. Warum nicht Postkasten, wie es ein Mike sein Vater gesagt hat? Ah, Mann, das wird mir Zeit meiner Podcast-Existenz, wird mich das ärgern, dass wir da noch nicht auf Aufnahme drückt haben, weil das hätte man als Intro hernehmen können in Zukunft. Oh, wir haben 2 Follower jetzt auf Twitch. Hey. Ja, jemanden namens Gnedelwutzler und SCC Jojo. Ja, der Servus, grüßt euch auf Twitch jetzt auch nochmal. Philipp Geil. sagt gerade, er hätte nie gemeint, dass er auf der Schmutzplattform wie TikTok unterwegs ist, aber wir sind's wert. Danke. Wir sind's Ja. wert, dass China dein Handy ausspioniert. Da die auch sagen. Also, wenn China irgendwas ausspionieren will, dann warum denn ein Kassettenschmerz? Warum nicht wie bei einer Movilusion? Dann lernen sie mal was. Ich wollte gerade sagen, ja. Da hätten sie auf alle Fälle was lernen. Genauso wie Marvel anscheinend gelernt hat, dass man ab und zu altbewährtes wiederbringen muss, denn sie wollen die Russo Brothers anscheinend wiederholen für Avengers 5 und 6. Na, das ist ein Gerücht. Ja, ist ein Gerücht, ich weiß schon. Ja. Aber das ist ja Hollywood Hollywood lebt von Kevin Gerüchten. Feige Interview auch drin, hat er gesagt, ja, vor 2 Wochen hat es geheißen, sie reden mit jemand anderen und in 2 Wochen wird es wieder was, sie reden mit jemand anderen. Ja, auf alle wird es so wie heißen. Aber ich dachte die Russo Brothers interessant finden, weil ich fand Infinity War und Endgame halt wirklich aha. Der fährt schon her, du. Lieber jetzt mal wieder als ein Joss Whedon. Aber wenn Ich der muss erste aber- Avengers gut ist. Und der Ich muss zweite, ganz finde ehrlich ich sagen, alle ich bin gut. aktuell, was die momentane Phase betrifft, schon leicht raus. Ja, weil sie irgendwie, also gesehen habe ich natürlich alles und so, aber es gibt irgendwie nicht so den richtigen roten Faden, den man einfach gewohnt ist. Vom alten MCU hat man ja dann spätestens, sage ich mal, ab die Avengers, also oder erste Phase hast du gewusst, okay, es läuft auf die Avengers raus, Avengers, Post-Credit-Scene, Thanos, okay, du hast gewusst, es läuft alles immer auf den Thanos raus. Aber jetzt, du hast zwar ständig so dieses Kang Multiversum, erst war es der Kang gewesen, genau, dann hast du halt auch so dieses Multiversum da, aber irgendwie läuft nix irgendwo hin. Dass du sagst, wo gipfelt denn das jetzt gerade? Ich weiß nicht, auf was es eigentlich raus wollt. Hm. Ich fand das am Anfang nur so, da hat man neue Sachen auch mit eingeführt, wie zum Beispiel Shang-Chi fand ich fast einer der besten Filme vor der neuen Phase. Dann war Eternals, gut, Eternals war jetzt nicht so gut, hat aber auch neue Sachen mit eingebracht, wie eben mit den Celestials und so. Und an sich, aber trotzdem war er auch unterhaltsam, wenn er ein bisschen zu lang war. Aber dann so die letzten Sachen, wie zum Beispiel, ich sag Loki, die zweite Staffel Loki, das war eigentlich nur für den Arc, also für seinen Charakter Arc vom Loki selber. Ansonsten hat er das auch nicht wirklich irgendwie was gebracht, jetzt erst einmal. Eternals, nicht Eternals, sondern The Marvels, den fand ich an sich wieder mal spaßig, weil der hat ein wenig mehr so alte MCU-Vibes drinnen gehabt, einfach so ein bisschen so ein Abenteuerfilm mit ein paar Den habe ich schon gar Helden nicht und mehr so. gesehen. Den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ja, also der kannte mit Eternals musst du natürlich noch mal erwähnen. Eternals Nummer, stimmt, habe ich erst zweimal Ja. erwähnt. Ja. Marvels kann dir aber gefallen, weil der ist wieder mal ein bisschen, der hat so ein bisschen so das das leichtfüßige, wie das MCU früher gehabt hat. Den hast du tatsächlich selber Martin geredet. Also, Na, wenn dann hab ich dir Captain Marvel Martin geredet, Ja, weil. ja, genau. Du hast gesagt, ja, und jetzt kriegt die Nummer einen Film. Und Ja, am Anfang war ja so, bla, aber bla. sie haben auch bei den Marvels geschafft, dass die Captain Marvel nicht so behindert ist und quasi Captain Karen. Außerdem ist die Kleine dabei, Miss Marvel, und die Kamala Khan, die liebe ich ja. Die ist, die tragt da für mich den ganzen Film. Also die, wenn irgendwie mit denen in der Szene ist zu dritt, die hat eine Präsenz und hat einen Spaß, so offensichtlich. Einfach steht ja da zum Zuschauen. Ja, aber Und die ansonsten Katze ist dabei, oder? Flirken, ja, wir haben mehrere Flirkens. Oh, Wir haben mehrere Flirkens, also richtig coole Flirkenszene kommt davor. Aber dann geht's schon teilweise so los, dass ich überlegen muss, welche MCU-Filme hat es noch gegeben. Da muss ich erst mal überlegen, und das habe ich früher eigentlich nicht müssen, da habe ich da aus dem Stegreif alles sagen können. Und jetzt dann müsst ihr überlegen, was hat es jetzt in der Phase noch gegeben. Okay, es war noch Doctor Strange 2. Das der war ja mit, gut. der war gut, hat uns aber, also sie teasern ja immer dann so ein bisschen ein anderes Universum an, wie bei Doctor Strange, wo man dann auch die Illuminaten sehen. Bei The Marvels ist ja auch so, da wird dann auch noch mal ein anderes Universum angeteasert. Aber das ist dann erst einmal wieder, es wird dann wieder liegen lassen, es geht nicht weiter damit. Dann, ja, Tor 4, weiß ich überhaupt nicht, was von dem überhaupt, was der Film irgendwie im Beitrag für irgendwas leisten soll, außer für steigende Zahlen an geistig Minderbemittelten. Und da haben wir dann noch irgendeinen Film gehabt. Black Panther 2 haben wir noch gehabt, ja.
hat aber jetzt auch nicht wirklich irgendwie was vorangebracht in dem ganzen MCU, außer dass wir jetzt halt eben einen wie heißt der, Namor drinnen haben. Hab ich auch nicht Ansonsten, ja, du musst es ja nicht sagen, ansonsten hast du nur die Serien, die in meinen Augen sowieso jetzt gerade das tragende Gerüst sind vom MCU. Aber Ja, dann ja, wird es halt schon wieder anstrengend. Also, wenn ich halt dann weiß, okay, ich muss eigentlich nicht nur am Schirm haben, was aktuell ins Kino kommt, sondern auch noch die ganzen Serien auf Disney Plus irgendwie kennen und sehen, dann kommt da alles nur folgenweise raus. Ja, ist ein bisschen viel. ja, wenn so folgenweise kommt, ist immer einen in der Woche, das wirst du beschaffen, du Zipfel. Ja, schon, aber dass ich da Ja, also. dran denke. Weißt du, jetzt bei Stell dir einen The Boys Timer. oder bei House of the Dragon, da habe ich ja voll Bock drauf. Aber bei den Marvel-Serien, das ist halt, ja, es ist ganz nett, aber ich muss schon in der Stimmung sein, dass ich halt dann mir das auch anschauen will. Ja, aber dann ist, mein Gott, dann taugt es dir halt nicht so. Das ist ja dann, andere haben halt voll Bock drauf. Die sind nicht dann wie du bei The Boys und bei House of the Dragon voll geflasht, dass die da voll dahinter sind. Vor allem bei The Boys und bei House of the Dragon ist es so, eigentlich ist es fast schon ein Zwang, dass du dir das an dem Tag noch anschaust, weil du halt natürlich, wie du es vorhin ja schon erwähnt hast, Ja, wieder in die Gefahr reinläufst, dass du das irgendwo dann liest, was ist jetzt da passiert? Wer ist jetzt Genau. da wieder gestorben? Keine Ahnung. leckt's mich. Scheiß Internet. Ja. Scheiß Voll Internet. möglich. Ja, aber ich bin jetzt gespannt, wenn jetzt eben Deadpool und Wolverine kommt. Dann hoffe ich, dass das wirklich so wieder eine Richtung und einen gescheiten roten Faden irgendwie in das MCU einbringt, weil mich nervt das jetzt auch schon langsam, weil es gefühlt keinen Fortschritt hast, wenn du irgendwas anschaust. Das, weißt du, wie ich meine? Das ist wie beim Zocken, sag ich jetzt mal. Du hast ein Andererseits muss MCU-Ding. es wirklich Deadpool 3 sein, der dann da die Scheinbar muss ganzen es so Fäden- sein. Was soll man denn tun, wenn sie es mit den anderen nicht hingebracht haben? Was soll man denn machen? Ach, Kim. Was soll man denn machen? Deadpool 3, der von mir ist ja ganz eigenständig einfach nur Blödser. Ja, natürlich, der von der Lore sein, der von der eigenständig sein, aber ich glaube, dass das schon so machen, das passt beim Deadpool jetzt. Ich glaube, mit dem Deadpool wissen sie, was da müssen, den dürfen sie nicht verhunzen. Und ja, ich bin gespannt, weil Ja. ich möchte halt wieder mal, dass man sagt, jetzt habe ich mir einen Marvel-Film angeschaut und dann gibt es einen Schritt in eine Richtung, dass ich sage, wow, geil, jetzt habe ich das gesehen und jetzt weiß ich, was abgeht. Ich hab gedacht, du sagst jetzt, ich möchte einfach mal wieder lachen. Ich möchte einfach wieder glücklich sein in meinem Leben. Dann müsst ihr die bei dem Scheiß-Podcast aussteigen. Hallo? Was? Habe ich jetzt laut gesagt, Entschuldigung. Ja. Was hast du denn sonst noch News? Philipp sagt, fragt, was wir zum Ende von The Boys 4 sagen. Wir haben es vorher schon mal angeteasert, da hast du mit deinen Tomaten gespielt, selber schuld, also wartest du auf die Wolex. Ja. Aber ich sag mal so viel. Ah. Ich habe noch mal eine News, aber ich nur noch eine, und zwar hast du The Collector gesehen? Glaube ich, heißt, der Untertitel war He Always Takes One oder so. Also der hat war so ein bisschen, ich glaube, war er sogar von dem Darren Lynn Bousman, der dann die Saw-Reihe übernommen hat. Kannst jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, ob er das war. Ach, Aber- warte mal, der Horrorfilm, oder? Ja, genau. Der ein Haus einbricht, das Haus mit Fallen pflastert und dann am Schluss irgendjemand aus der Familie oder so mitnimmt. Dann gab es den zweiten Teil, The Collection. Ah, okay. Und jetzt ist der dritte Teil, The Collected, anscheinend auf dem Vormarsch und soll, weil es war jetzt halt sehr lang still drum und man hat ja vermutet, dass er vielleicht gar nicht mehr kommt, aber es soll wieder Bewegung reingekommen sein. Wie du vorher gesagt hast, das ist ein Gerücht. Ja, ich weiß, dass ein Gerücht ist, halt einmal. Wir wissen noch nichts Festes, aber wie gesagt, es ist wieder mal ein Lebenszeichen da zu dem dritten Teil aus der Collection-Reihe und ich hätte Bock drauf, weil die ersten zwei echt richtig cool waren. Vor allem der riesige Häcksler aus Collection 2, der dann durch die Disco durchfährt. Schön. Deswegen mal. Okay, also im Prinzip, ich stelle mir gerade genauso gut einfach ein Doku vor über das Zimmer von Mike, wo seine ganzen Sammlerstücke drin sind. Geht so in die Richtung, ja. Ja. Gerade ein bisschen schöner als im Mike's Bumsbude. Ach, Kim. Was? Hat er schon was draus gezaubert? Nein, ich weiß auch nicht. In das Hurenhaus mehr nicht mehr zum Scheißen rein müssen. Du Lügenbaby. Das ist ja Lügenbaby, wo sind wir denn Ja. jetzt gekommen? Als letztes Herzlich- hast du dich beschwert. Wenn ich Lügenbär sag, dann regst du ja auf. Ja, aber Lügenbaby, was ist bei uns jetzt? Wie war die Mobilisation der Podcast der Vierjährigen? Also darf ich wieder Lügenbär sagen. Ja, so Lügenbär. Okay, gut. Du Lügenbär. Ich bin ja ein bisschen ein Bärli. So. Jetzt musst du aber abmoderieren, weil wir müssen mal unter einer Stunde bleiben. Wir müssen unter einer dem her- Stunde bleiben, wir haben es uns vorgenommen. Ja, das waren unsere News der Woche. Vielleicht sehen wir uns am Donnerstag im Kino. Deadpool und Wolverine. Vielleicht in Phil Spielberg, keine Ahnung. Mal gucken. Ich hätte Bock drauf. Also ich werde mir auf alle Fälle die Woche schauen.
Ansonsten sagen wir, hören wir uns morgen. Morgen erscheint Man of Steel. Man of Steel ist aber Steady-inklusiv, oder? Ja, ich weiß Also, nicht warum. Eigentlich alle- haben wir uns auf committed gehabt, um das Wort mal wieder zu erwähnen. Ich hasse die. Ja, dass es ja so rauskommt. Aber jemand wollte ja die Aufnahme, die er mit mir zusammen gemacht hat, nicht veröffentlichen. Ja, die nehmen unsere Rolex mit, wie behindert das der Corby ist. Morgen hören wir uns zu Man of Steel. Steady-inklusiv, also die oberen 10.000, die es leisten können, hören sie so. Die restlichen Bauern, es kennt so die 5 Minuten Teaser Klang ohne Zuzeln und dann könnt's abhauen, wenn es nicht leisten könnt. Und wer heute zugeschaut hat, danke, dass du da warst, das ist schön. Ja, vielen Dank. Es ist uns immer ein gemeinsames Eisessen mit euch. Aber hallo, Wolleck, ich glaube, ich friese jetzt nur Eis. Ich habe nur so ein Ja. Raffaello-Eis. Das- Dann hören wir uns morgen und sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiederschauen. Tüdelü. Du, 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 du.